Hallihallöli, ich bin's, euer Blastingenieur. Und heute gucken wir mal meine gesamte Sammlung an Nerf Fortnite Blasters an. Und die habe ich schon mal separat präsentiert. Findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie üblich. Und zum Schluss haben wir noch ein paar neue Zugänge. Ich habe euch auch noch die Mikroshots, habe ich der Großteil schon mal gezeigt. Aber da haben wir auch ein paar neue Zugänge. Und den sage, die packen wir mal wieder auf das Bild. Die habe jetzt einfach am Anfang ein Bild gehabt damit. Aber ich weiß was im Bild war. So, da ist Rakete. Und die können später. Also schon orange Rakete. Auf jeden Fall, was ich auch schon mal gezeigt habe, sind die Revolverless. Was ist das? Die SH6 oder SL6? Ja, was weiß ich. Es ist ein Revolver mit 6 Schuss. Das ist quasi Hammershot. Das ist. Einer von denen zwei war mein erster Nerfblaster. Ich weiß aber, ich habe es nicht markiert. Also einer von denen zwei, Duftrate. Aber das ist schon cool. Okay, der hat sich ein bisschen zurückgefreut. Haben wir jetzt noch einen drin. Oh. Ah, das ist der, wenn man das bloß so halb spannt, dann fliegt der so halbe raus. Packen wir den wieder rein, dass er aufgerannt ist. Der letzte Schuss. Da russisch Roulette. Das ist russisch Roulette für die Leute, die sicher gehen wollen, dass nichts passiert. Aber für die Angst hast du jetzt fast gesagt. Will ich hier keine Werbung für russisch Roulette machen. Da haben wir nochmal eine Version davon. Das haben wir mit anderer Lackierung. Das ist die andere Variante von dem hier. Okay, ja. Makabre Humor. Es wird nicht besser. Warnhinweise stören ein bisschen. Warnung, do not play russisch Roulette. Wobei, ich glaube, mit dem Nerfblaster es kein Schlimmeres gäbe. Okay, so, packen wir das weg. Das ist einfach ein anderes Design. Muss zugeben, ein bisschen Sammelleidenschaft. Ich habe jetzt für die Vorbereitung von dem Video festgestellt, wie viel Blaster ich würde. Und ich habe noch nie Fortnite gespielt, also ich finde einfach die Blaster so cool. Also ich finde auch, ich habe den jetzt nicht modifiziert, aber das sieht halt einfach, es sieht einfach witzig aus, das Blaster. Also die ganze Form und so. Was ich mir überlege, wenn ich mal so einen günstig kriege oder gebraucht, dass man den mal umlackiert. Ja, die Farbe ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das sieht schon besser aus, aber das könnte ein bisschen weiß und Gold wäre irgendwie cool oder so. Irgendwas ein bisschen eleganter. Aber ja. Haben wir das Bleisterle. Das habe ich noch gar nicht auspackt, weil ich es einfach cool finde, so wie es ist. Ziel von Röhrle. Und so Banana-Blaster. Wenn wir schon bei Bananenblaster sind, den haben wir auch noch skelettiert. Nochmal als Banana. So. Dann brauchen wir ein bisschen Platz wieder. Dann schauen wir uns einfach kurz schnell die ganze Mikroshots nochmal an. Das verlinke euch das andere Video zu den Mikroshots auf jeden Fall auch. Habt ihr noch die Kaboom? Oder Micro Bombs Away. Keine Ahnung. Heißt das Ding so? Oder heißt es Kaboom? Dann haben wir da noch die Micro RR-L. Die Micro TS. Schrotflinte oder sowas. Den habt ihr in Blau schon gesehen, in groß, das ist ja. Das können wir nochmal ins Bild zerren. Das ist doch noch das da. Das ist die große Variante mit dem Schäfster Bananenmagazin. Und das ist doch noch mal ein bisschen ärger übertrieben, da ist das Bananenmagazin noch viel schäfster. Das wäre jetzt da in etwa so der Winkel. Wie die Hand nach hinten hebt, dann könnt ihr es euch vielleicht besser vorstellen. Ja, massive Überforderung. Das ist klar.
So. So wird der Winkel in etwa. Und eigentlich wäre das dann hier vorne das Ganze ja, irgendwie kompakter. Das könnte man eigentlich fast mal nachbauen, sowas. Das muss aufhören mit der vielen Ideen, weil Zeit habe ich dafür nicht. Wenn ihr meinen eigenen Blaster noch nicht kennt, habe ich letzte Woche ein Video dazu. Oder nicht letzte Woche, das letzte Mal, halt vor ein paar Tagen. Habe ich ein Video dazu gemacht. Über die 5. Version. Müsste die 5. sein, ist egal. Und das könnte man sicherlich dann auch. Ich meine, das Design kann man dann relativ frei wählen. Da tut den Winkel vom Magazin. Das wird ein bisschen kompliziert, aber man kann dann auch so einen schrägen Winkel vielleicht auf ein Grasmagazin reinlegen. Dass das Magazin quasi gerade ist, aber das trotzdem so eckig hat. So, bevor ich die netten kleinen Blaster hier weiter umräumen, packen wir den großen weg. So, dann haben wir da die Micro RL. Da haben wir auch schon ein Bild gehabt. Das ist das da noch. Das kommt nach oben klappen. Das ist das. Das sind gleich. Das sieht schon schnuckelig aus, oder? Ich mag die Blaster einfach. Ja, ich pack die nicht aus, weil ich finde die halt einfach hübsch zum Anschauen. Also, das ist einfach zum Spielen, ich weiß nicht. Die verhalten sich alle gleich. Also das macht dann weniger Sinn. Und wir haben noch die Micro HRC. Jetzt wird es ein bisschen eng hier. So. Und dann haben wir noch den Micro Battlebus. Das sah einfach wild aus. Muss ich euch für jedes Ausreiter präsentieren oder glaubt mir einfach, dass ich alles einmal Leidenschaft habe. Ja. Dann haben wir die zwei Einhörner. Ja, das finde ich auf jeden Fall cooler. Das ist so halbtransparent, ist mir neulich aufgefallen. Also, ja, doch schon eigentlich transparent. Kann den Blaster drin sehen. Das ist sogar eine andere Form. Man sieht da die Öhrler gehen in andere Richtung, die gehen dann nach vorne. Ja. Und dann haben wir noch das Lama da. Das habe ich irgendwann mal gekauft. Damit kann man spielen. Das hört sich sogar ohne Pfeile irgendwie cooler an. Der Sound ist einfach cool. Und dann kommen wir zu neuen Zugängen. Haben wir das da noch. Den Jont 3.8. Der Jont 3.8. Ja, liegt schon ein bisschen rum. Ich bin noch nicht ganz so schnell zu dem Video gekommen, wie es geplant wäre. So schwer. Ein bisschen weniger staubig. Der hat ein Krönle. Da denn. Seht ihr das Krönle? Da. Krönle. Und dann haben wir nochmal weitere Neuzugänge. Das ist da noch das da. Und das da. Die habe ich auch gebraucht gekauft. Ohne Verpackung. So, da brauche ein bisschen Platz zum Hantieren. Und zum Schluss kommen wir noch zum ganz spektakulären Neuzugang. Das ist dasselbe in Lila. Normalerweise heißt es dasselbe in Grün, aber das ist das in Lila. Und ich finde Lila irgendwie cool. Das ist halt gut, also der ist auch echt unangenehm. Seht das da, wie das da in die Hand einquetscht. Es sieht cool aus. Das kann's. Man muss ja das nutzen oder das hervorheben, was es denn kann. Kriege ich denn irgendwo Pfeile her? Habe ich vom eigenen Blaster eine halblange. Gang hat die da. Nee. Ach. Da hätte man auch drauf kommen können. Da ist ein RS-Trick da drin. Der muss nur unterdrückt werden.
So, kurz auf den Boden kraxelt. Pfeile, Schusstest. Ob die denn auch gegangen hat, weil ich habe sie noch gar nicht getestet. Aber was soll schon hingegangen und sowas? Das ist schon cool. Das sieht halt einfach niedlich aus. So Desert Eagle und so. Ja, also so. Ja, comicartige Proportionen. Irgendwann muss man auch mal einfach meine eigene Blaster auf Mikroscale machen. Ich habe noch irgendwo Ding wie heute sind in der Jolt rumliegen. Da, Batz. Und Batz. Und immer wieder zurückhupft. Kann man es immer wieder verwenden. Irgendwann müssen wir das so machen wie so eine Bowlingbahn. Dass dahinter so Aufsaugstation ist und die da unter dem Tisch forttransportiert wird und die da noch so unter dem Tisch. Gott, ich habe jetzt gerade unter den Tisch geguckt, dass ich einen Haufen Pfeile. Aber dass die geordnet den Weg zurückfindet. Ja. Aber schusstechnisch ist auch eher zu Unterhaltungszwecke wichtig. So, oder? Das ist schon eine nette Sammlung an Mikroshots. Das sind jetzt 3 neue für die Reihe. Was hatte ich das letzte Mal? Mikroshots und Jolts und was weiß ich. Ich glaube 50 Stück oder sowas knapp. Wird abstrus. Aber gut, ein Hobby braucht der Mensch. So sagen sie. So, oder? Was machen wir jetzt? Jetzt habe ich das hier aufgebaut, aber jetzt brauchen wir einen Platz wieder. So, oder? Machen wir Platz. Machen wir das weg. So sieht die da halt farbig aus. Seht das mal näher beieinander. Packen wir das Lama noch weg. Oh, können die mal noch bewundern. Die Kabum. Das ist die Micro RL und die Micro ARL. So, die Kabum. So. Hoffe, jetzt habt ihr es genug bewundert. Wenn nicht, müsst ihr halt Pause drücken. An der richtigen Stelle natürlich. Dann könnt ihr es lange bewundern. Die lassen wir da, die finde ich cool. Das haben wir auch schon gesehen. Oh, Pfeile. Haben wir nochmal einen. Verschießen. Und nochmal. Das geht erstaunlich gut. Ja. Okay. Bin mal gespannt, wie viele Leute das jetzt an der Stelle noch schaut. Jetzt willst du nicht aufhören. Schreibt mal in die Kommentare, wenn das euch nervt. Oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr es toll findet. Es ist nachgefallen. Jetzt zu meiner Neuanschaffung. Uiuiui, das ist ein Trümmer. Oh, Trümmer. Das habe ich neulich ersteigert. Hat glaube mehr Versand gekostet wie tatsächlich eigentlich gekostet. Das ist halt. Der Drücker ist hier bloß Deko. Da bin ich am Überlegen, ob man da nicht einfach. Wobei wir brauchen die Bewegung zum Nachladen. Und das nicht irgendwie. Das wäre cool, das ist vollautomatisch. Das ist einfach bam, 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 bam. Habe ja von meiner Riken Mark II, die ich als Dreistreik hatte, also von meiner halbautomatische Riken Mark II. Dann machen wir jetzt noch einen Raketenwerfer und einen Mega-Dartwerfer. Weil, ja, das ist halt meine Variante der Dreistreik, weil ich die Riken einfach cool finde. Und ich habe da schon mal eine Riken Mark II zu einer Dreistreik umgebaut, aber halt ja, in eher im klassischen Sinn. Also einfach die Teile dran montiert und ein paar 3D-Druckdetails, damit das schön ineinander überfließt und nicht so harte Schnittkante hat. Weil das sieht einfach scheiße aus. Aber die andere Riken Mark II, da machen wir alles halbautomatisch. Also der Raketenwerfer und der Mega Dart Launcher. Und die eigentliche Riken Mark II ist schon halbautomatisch. Und das könnte man doch, wenn das gut funktioniert, auch für sowas münzen. Das wäre halt schon cool, wenn das vollautomatisch gegangen hätte. Okay, das ist cool.
das rotiert beim nach vorne ziehen. Das ist halt. Und da war jetzt zwischendrin Eulera dabei. Haben nicht für alle. Wobei ich hätte noch, glaube ich, irgendwo eine Packung von den Rakete rumliegen. 4 Stück oder so. Hopp. So, jetzt können wir eine Runde schießen. Also das ist jetzt halt bloß so 3 Schuss Teil. Das ist ein bisschen. Das ist. Ja. Ich hätte es mal nicht kaufen, wenn es günstig wäre, weil das ist halt schon ein Platzfresser. Aber das macht schon Spaß, aber ist halt. Also 40, 50 Euro wäre es mal nicht wert gewesen, aber ein paar Euro ist mal. Ist okay, da kann man das schon mal zeigen. Man müsste vielleicht auch mal ein bisschen gescheit putzen, da unten, dass die Klebereste noch weg und das Zeug sind. Weil der Druck dahinter ist halt auch. Ja. Das ist aber, das sieht so aus, wenn das Original. Ja gut, da unten ist der Druck auch recht schlampig. Das ist einfach. Das ist vor allem hier. Ach, die haben die Maschine nix. Auf der Seite, also das passt halbwegs. Ich meine, ja gut, der Shutter hier. Das ist aber auch faszinierend. Da vorne ist die Kante schlampig und der funktioniert so, wie ist das da vorne. Naja, die sieht auch schlampig aus. Also keine Ahnung. Wie das Gott. Oder ob sie da die Maschine nicht gescheit eingestellt haben. Das sieht schon auffällig komisch aus. Aber ja, macht einfach Spaß, das Ding. Okay, da war jetzt einer drin. Jetzt ist halt. Gott, das ist jetzt leer. Oi. Oder. Das ist halt heftig. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist halt schon. Eingeknarze. Irgendwann mal das war. Wobei Rakete haben halt. Oh, das war ungünstige Form von Magazin. Weil dann müssen wir dann da mit dem Röll dann rein und idealerweise das drunter zumachen. Oder, man, das habe ich geklebt. Da war der Flügel ein bisschen weg. Die Rakete sind, für das was es sind, zu teuer. Deswegen klebe richtig das halt auch. Man, es ist so. Ja, lieber mal richten, wie das neu kaufen. Ja, das irgendwie Magazin wäre schon cool. Oder man macht halt einen Clip, wo die Rakete reinkommt und der wandert nach oben. Das heißt, der eigentliche Lauf, das heißt, die sind quasi in so Finger drin. Und sowas habe ich ja schon mal gemacht für meine Riken Mark II, die 3 streckt, weil jede Schiene, also jede Tactical Rail, wo ich besetzt habe, und habe ich so einen Halter mit 5 Raketen gebaut. Muss ich eigentlich auch, wenn ich dran denke, das auch verlinke. Und dann kann man das nochmal wegmachen. Alles angucken. Ist das modular? Kann man das zerlegen? Das sieht so modular aus. Aber das bringt nichts. Ich meine, das passt halt in die eine Form. Ich meine, das mit dem Clip wäre dann nichts anderes wie das hier, nur dass es halt ja, flacher wäre. Und irgendwie müsste das Ding mehr Power haben. Weil das ist der Hanne halt bloß mit. Das heißt, die Bewegung bringt dort die Luft dann rein. Kostet.
Ja, hau halt gegen Kamera. Hey, der Ingenieur wieder. Der Profi am Werk. Ja. Das sieht einfach witzig aus. Ich finde, die Fortnite Blaster, die sehen immer, das sieht so comichaft aus und das macht das irgendwie witzig. Wenn man, das könnte auch eine Überarbeitung in der Lackierung brauchen. Wenn ihr das sehr wollt, dass man den lackiert, dann Kommentare sind euer Freund. Wenn Kommentare nerven, wenn das genug Leute machen, dann mache ich's. Das ist, sonst konkurriert es mit anderen Ideen, die ich habe. Und Ideen habe ich genug, Zeit nur wenig. Also, wenn ihr da was sehen wollt, was ich machen soll, einfach Kommentare da lassen, sage, das und jedes, das mich interessiert. Und wenn es genug Leute interessiert, dann machen wir das auch. Das ist ein bisschen eure Unterstützung brauche ich auch, dass ich mehr Zeit für so Zeug habe, wenn euch das interessiert. Und wenn es euch nicht interessiert, ist auch okay. Aber dann habt ihr das Video sicherlich. Passt. Bräuchte man nur noch Zielfernröhre, das ist dann noch Präzisionsrakete auf. Das ist auch. Das ist. Ja. Das heißt, da zieht man dann irgendwann mal. Weil eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Man müsste doch eher. So zielt man ja eher nach unten, wenn man da gerade zielt. Also eigentlich müsste es eher nach unten zeigen. Und man will ja das eher. Oder man müsste halt also so Zielfernröhre hin. Das von der Riken, das der eigentlich von der Riken CS6, also von der ersten Riken, das der eigentlich passen. Dass man das dann so zum Aufklappen und dann bräuchte man halt vorne noch Korn. Und man müsste einmal kalibrieren, wie weit das bei welchem Winkel dann tatsächlich schießt. Da könnte man dann Zentimeter hinschreiben. Oder für die Leute über einen großen Teich dann Fuß. Warum auch immer. Naja, ich hoffe, euch haben meine Neuzugänge gefallen, weil nächstes Mal basteln wir wieder ein bisschen was. Letztes Mal haben wir auch was basteln, das ist ja immer so ein bisschen ein Wechsel, dass ich mal Übersicht mache und ein bisschen was bastel. Halt ein bisschen mehr Zeit fürs Basteln, das vorzubereiten. Weil so Übersichtsvideos sind einfacher vorzubereiten. Der Großteil der Blaster habe ich ja. Und mit denen habe ich jetzt auch lang genug geliebäugelt. Die wollte ich einfach haben. Vor allem die da Hanna. Die lila Desert Eagle. Das ist ein witziges Bleisterle. Ja, das hätte ich gern eigentlich noch original verpackt, aber ja. Stellen wir noch ein bisschen was, dass ihr zum Schluss noch ein schönes Bild habt. So ein bisschen mein Lieblings von der Reihe. Also Rio hätte ich noch auswählen. Ja, auf jeden Fall das Kaboom. Ich meine, die Mikro-RL gefällt mir eigentlich schon, aber der Kaboom ist einfach besser. Und der Platz ist limitiert hier auf dem Tisch. Dann. Ja. Definitiv. Das Einhorn. Und ja, das Regenbogen Einhorn noch. Also das ist. Braucht der Regenbogen Einhorn. Und die zwei blaue Transparente, die finde ich auch hammer cool. Da fehlt mir noch. Ich glaube, die in groß gibt es auch noch in blau und transparent. Die fällt mir generell noch in groß. Aber hatte ich bisher noch nicht den Anreiz, die zu kaufen. Das ist außerdem entweder wenn ich sie blau transparent finde oder wenn ich sie recht günstig irgendwo mal finde und denke, okay. Oder wenn ich mal eine Idee habe, was man daraus basteln könnte. Aber das ist bisher noch nicht. Und von deshalb habe ich schon genug Projekte. Das ist, ja, sportlich. Das ist immer ruckzuck vorbei. Und so Projekte, die ziehen sich manchmal, da wird man da noch die Iteration und das noch. Und dann hat man dann noch das Problem, das man nicht bedacht hat. Kennt das vielleicht. Aber es macht ja auch Spaß. Letztes Jahr haben wir alles hingebracht, was wir machen wollten. Oder ja, was ich so machen wollte. Wenn ihr genug in die Kommentare schreibt und was weiß ich, dann kriegt man das irgendwann mal hin, da so Liste zu machen, dass ihr da auch ein bisschen Einfluss drauf haben könnt. Also so auch gewisse Prozentzahl. Ich meine,
Muss natürlich immer gucken, dass die Projekte auch realistisch mit meiner Zeit umsetzbar sind. Das ist klar. Aber das kriegt man alles irgendwie hin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Nächstes Mal wird er bastelt. Dann haben wir auch viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.